Hallo, herzlich willkommen in der Niederdeutschen Bibliothek. In ons Beukerblik geht es von doch ein Mann, der ist Ledermacher, Ledersammler und auch Schreibersmann. In seine sogenannten Literaturbeuker geht es sonderlich um das Singen und um die Geschichte achter die Leder. So auch in sein neues Buch Hol den Mul und Sing mit. Das hätte Karl Töpfer Stiften erst als Plattdeutsch-Buch von Jahr 2020-2021 ehrt. Vorhang ab für Jochen Wiegand. Einmal hier, einmal da. Ich komm an, sing und vor, hab mich nie nicht beschwert. Ja, das ist ein Buch, wenn du das in der Hand nehmen darfst, ein Goatbuch und ein Dicketbuch, und das ist ein Buch, das fein anzukicken ist, von vorn bis achtern. Auf eine ganz gediegen Ort produziert worden, mit vielen Bildern, vielen Noten anzukicken und mit den plattdeutschen Texten dort und mit das Verkloren, wo diese Texten herkommt, wo die mit in den verlegenen Tiden, wo die gesungen worden sind, worum die gesungen worden sind. Ja, und das alte Hope, das ist das plattdeutsche Buch von dort Jahr. Also wenn du das Buch in der Hand nehmen darfst, dann magst du all. Das ist ein Schwergewicht. Ne? Das ist groß, das ist schwer, das ist dick. Und wenn du das ummucken darfst, wunderbar. Ganz viele Bilder, alle Dokumente, Illustrationen oder alle Titel. Und dann fangst du an zu lesen. Dann hast du dort Anekdoten und dann hast du dort Döntjes. Und dann siehst du, ach, das Lied, ja natürlich, das hätten wir als Kinder immer gesungen. Was hättet ihr alles gut von, wo kommt das her und was das für ein Bedüden? Also ganz wunderbar, ich wäre ganz begeistert. Kann ich nicht mitreden, also das würde ich sagen. Ich will noch so in den ganzen Stoff immer noch bin, aber das ist ein richtigen Klopper ist das wohl, ne? Das ist ja nur ein mein 8. Buch, aber mit dem Bachholz Verlag zusammen, hab ich dazu Rutbird hier und das sind über 300 Seiten und 200 Abbildungen. Und dann war wirklich diese ganze Kram ein bisschen bildhafter, verstehst du? Wie das sich ja man gar nicht vorstellen kann, was da immer achtersteckt, achter diese Leder und was sie beschrieben dort, was die Leute da wirklich gesungen haben in der alten Tiden. Ja, das ist auf Hochdeutsch schreiben. Das ist wohl so. Man die Texte darin, das sind die plattdeutschen Lieder. Da auch, wenn er dann beschrieben hat, wo die herkommt und so wieder, da kann auch Plattdeutsch lesen und ich will das mal umdrehen. Wenn das Buch bloß auf Platt geschrieben worden wäre, wenn der bloß Platt schreiben hätte, dann sind die Platt nicht können, guten für. Die können das dann nicht mehr, können das dann nicht lesen. Ja, und die anderen, die Platt können, mach wohl angegangen, dass die sagt, was will die mich noch verkloren, da bin ich doch eins. Und darum glaube ich, dass das ein Buch über Plattdeutsch ist, ein mit Plattdeutsch bin und darum auch das Plattdeutsch Buch von Johann Wenker. Mit der Schleswig-Holstein-Literatur Hol den Mul und Sing mit hat Jochen Wiegand eine Zusammenstellung von ausführlichem Material zu beliebten Volksliedern und ihrer Genese und Rezeption vorgelegt. Das Buch präsentiert Bekanntes, Neues und Erstaunliches und bietet die Möglichkeit der regionalen plattdeutschen Musikgeschichte theoretisch und dank der Noten und Texte auch praktisch zu begegnen. Hamburg, 6. November 2021. Die tust noch und dann geht der Ogo Platt, das Scheik auch verlesen. Jochen Wiegand hat mit seinem Schleswig-Holstein Literatur, Lederbuch, Hol den Mul und Sing mit. Eins zusammenraugt, was das an Volksleder in Norden gibt. Wo ans die Leder zustande sind, was das dort zu weten gibt, all das hätte die Akraut abschreiben. Das sind Niege und ole Leder, was tun wundern und tun lehren, Theorie und Praxis blanken Anna, in Inlauben, tun mitsingen. Jo. Herzlichen Glückwunsch.